that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number, this is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number, this is the number one. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expose the most unlikely artists to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips, see. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money, fans and friends? I hope that all the above is on the Scantron then. Hallo. Life is a test and I study for Salut zusammen. Gutes Morgen miteinander. Salut zusammen. Jerry Nater, merci vielmals. Merci vielmals, Alter. Merci vielmals. Ja, heute haben wir mal Livestream. Gestern leider kein Livestream. Ich hoffe, sie sind mir nicht allzu böse für das, dass ich das nicht gemacht habe. Aber naja, scheiß drauf, oder? Naja, scheiß drauf. Mal ein bisschen Livestream. Jerome, moin. So. Und irgendwie, ich fühle mich wohl trotz Videos reagieren. Nice, gut. Du musst Wohlfühlen, das ist jetzt die Grundemotion. So, ich muss jetzt dann noch schnell Musik machen, noch weiter, weil das nervt mich, dass jetzt der Scheiß nicht geht mit dem Chat. Ist komisch. Keine Ahnung, wieso aber das nicht funktioniert. Hey, reagier mal auf Montes Video, heißt 6 Momente. Oh shit. Okay. Okay, da bin ich gespannt. Vielleicht machen wir das nochmal, ja. Scheißegal, du bist am Start, gib Gas, du geile Sieg, bist nice. Hey, Jerry Nater, merci vielmals. Merci vielmals. Ich komme nicht raus. Keine Ahnung, wieso die Widgets nicht funktionieren, das ist doch ein Scheissdreck. Also ich habe Stream auf jeden Fall komplett. Sally bin auch wieder am Spammen. Timon wäre Sally, Digga, Sally. Also wirklich fantastisch, dass das so gut funktioniert hier im Livestream. Also da freue ich mich wirklich jedes Mal, dass das alles so gut funktioniert. Zum Kotzen. So. Ja. Was ist jetzt da noch? Was habe ich da jetzt noch machen? Was ist jetzt, wenn ich hier drauf drücke? Passiert nichts. Okay. Passiert absolut nichts. Passiert generell absolut nichts. Verfolgsbachelor, welche würdest du nehmen? Verfolgsbachelor, welche würdest du nehmen? Würde ich absolut gar keine nehmen. Das ist alles Müll. Schmutz. Schmutz, was bei Bachelor so für Frauen dabei sind. Also ganz ehrlich, Schmutz, Digga. Ganz ehrlich, Noah 18 06 09 moin. Merci Ehrenabonnement ist da. So, also würde ich mal sagen, wir schnacken nicht lange um den heißen Brei, oder? Wir gehen einfach mal rein in die Olga, ne? Wir gehen mal hier auf The Reaction Man. Oh!
Also wirklich, mein Livestream, der ist auf dem anderen Niveau. Also wirklich auf dem komplett anderen Niveau. Unglaublich gute Qualität. So, jetzt habe ich hier meine Livestream-Cam, beziehungsweise meine Reaktionscam. Oh! 2 Franken. Merci vielmals, Cornelia, für die 2 Stutz. Fribourg, Gotteron, Wappen ist da. 2 Stutz holst du hier auf den Tisch. Merci vielmals, Cornelia. Normalerweise wäre jetzt irgendwo hier... Hä? Das kommt ja. Beziehungsweise ich höre etwas. Es ist etwas gekommen, aber ich weiß nicht wo. Mann. Was für ein Seich, hey. Was für ein Seich. Aber auf jeden Fall 2 Stutz, weißt du vielmal. Ich habe gerade Werbung bei deinem Livestream gehabt. Ich habe nicht mal gewusst, dass das geht. Oh. Shit, Boss. Ja, sorry, in dem Fall, dass ich das eingestellt habe. Ich glaube nicht mal auf Monetarisierung angestellt im Livestream. Ja, das geht im Fall. Das geht tatsächlich so. Ja. Genau. Was habe ich jetzt da noch einstellen? Eigentlich nichts Spezielles, sondern ich wollte jetzt einfach mal... Ich habe tatsächlich das Video vom Adi Totoro das Wochenende überhaupt noch gar nicht gesehen. Ich habe nichts gesehen von ihm sein Video. Ich habe es nicht gesehen, was er rausgehauen hat. Ich weiß es nicht. YouTube Premium, lohnt sich das? Lohnt sich YouTube Premium? Tarosul, huhu, moin! Der Adi Totoro, schön wie er ist, ein schöner Mann ist es, ein wunderschöner Mann ist es. Er ist hier mit den Ringen, macht er ein bisschen auf Künstler, ein bisschen auf Alternativ. Ja, wenn wir doch jetzt mal wissen, ob er eine Freundin hat. Absoluter Klassiker. Habe ich eine Freundin? Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein bisschen anderes Video, und zwar mache ich ein Q&A. Ich habe euch auf Instagram gefragt, dass ihr mir Fragen stellen solltet. An der Stelle könnt ihr mir auf Instagram folgen, @myleromani. Das ist ein sehr guter Instagram-Account und ich wurde auch ein bisschen aktiver, dort irgendwelche Scheiß-Posts auf jeden Fall. Und ich tue jetzt in diesem Video beantworten. Ich probiere das Ganze One-Take zu machen, das heisst, der One-Takende Boss ist am Start. Ich probiere keinen Schnitt zu machen, ich hoffe, das klappt. Oh, kein Schnitt, das wird ja das absolut langweiligste Video, das ich je gesehen habe. Spaß beiseite, nein, alles easy. Nochmal im Chat, wenn ihr Videovorschläge habt oder Tipps und irgendwelche Vorschläge, schreibt die mir doch unbedingt in den Chat. Das Ding ist ja immer, wenn man... Übrigens, meine Frisur absolut hässlich, aber man sagt ja, ein Like aufs Video gleich eine schöne Frisur von mir. Ein Like auf das Video gleich eine schönere Frisur. Wenn das der Fall ist, dann gebt doch dem Livestream oder gerade mal ein Like, weil ich brauche unbedingt da eine neue, bessere Frisur. Oder absolut nicht. Auf jeden Fall ist es immer so, dass wenn Leute das Q&A auf YouTube machen, dann probieren sie die Fragen immer möglichst lustig zu beantworten. Das heisst, irgendwie ironisch oder die Frage dann schlussendlich gar nicht richtig beantworten. Habe ich noch nie gemacht. Auf jeden Fall habe ich letztens das Video vom Ask Switzerland geschaut, vom Lionel, vom guten Alten. Und er hat dort Fragen ernst beantwortet, ein bisschen länger gegangen, aber es war eigentlich ein recht nice Video gewesen, weil ich es noch sehr interessant gefunden, mal wirklich etwas zu erfahren über die Person, also nicht nur immer so ironische Antworten. Darum habe ich jetzt dort auf Insta mal ein paar Fragen. Jetzt bin ich gespannt. Ernste Fragen. Gesucht und probiere die jetzt ernst zu beantworten. Das heisst, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr jetzt dranbleiben, und wenn es euch nicht interessiert, dann könnt ihr abstellen. Aber die, was interessiert, nehmt euch ein bisschen Popcorn. Ja, kein Popcorn, ich habe nichts hier zum Essen. Scheiße, wir machen so nicht Popcorn, oder? Wir probieren es, schaffen wir so nicht Popcorn? Ich bezweifle es. Ich probiere die Fragen zu beantworten, auch mal um ein bisschen etwas über mich zu erzählen, dann erfahrt ihr ein bisschen mehr, wer ich bin. Und ganz wichtig, schreibt auf jeden Fall schon mal neue Fragen in den Kommentaren, dann kann ich irgendwann in meinem Leben nochmal so ein Video machen. Gut, würde ich sagen, fangen wir gerade an. Ich weiss noch nicht, ob ich die Fragen einblende oder nicht, das schaue ich dann. Louise Arili fragt, wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt und werde am 16. Januar 2020 21 Jahre alt. Das heißt, okay, ich bin nämlich nicht ganz so alt wie der Adi Totoro. Ich bin 13, komme bald 14-jährig. Bald Töfflibärme, Jungs und Mädels. Let's go Töfflibärme, ich freue mich schon drauf, das Töffli zu fahren endlich. Das heisst, ich kann in die USA gehen. Oder absolut nicht. Slash9 fragt, was los ist momentan für Lieder? Ich höre momentan, was höre ich momentan für Lieder? Überhaupt nichts Spezielles. Ich muss schnell mal irgendwie, was höre ich momentan für Lieder? Auf jeden Fall höre ich den...
Privatchat-Podcast und was hören ist sonst noch so von Lieder? Ich lasse sowieso meistens nur so hure Chart-Scheiß. Ich weiss, dafür kann man mir komplett haten und dafür ist das ist gar nichts, aber ja. Und ich höre hauptsächlich eigentlich den MC Seppli, ja genau. Die Musik würde mir nie gönnen, Alter, ganz ehrlich so. Und das ist, finde ich, so eine schwierige Frage, weil... Oh, der Noah 180609. Man hört es, aber man sieht es nicht, oder? Ey. What the fuck? Wieso sieht man das nicht? Wieso sieht man das nicht? Ey. Noah, merci vielmals für die 2 Franken. Danke vielmals. Kuss in den Chat. Da mache ich sogar noch ein Kuss, ein Herz in den Chat. Man kennt ihn. Nice, merci vielmals für die 2 Hämmer. Ich persönlich habe nicht so einen Musikstil, den ich höre. Das heisst, ich höre jetzt nicht nur Rap oder weiss ich was, auch irgendeine Richtung, sondern ich höre wirklich alles. Momentan bin ich ein bisschen auf dem Schweizer Trip. Das heisst, ich höre... Sorry für meine Frisur. Das heisst, ich höre viel Schweizer Musik, viel schweizerdeutscher Rap, aber auch ein bisschen andere Schweizer Sachen. Also was ich sehr gerne höre momentan ist Native. Davil finde ich mega nice. Sinai. Zu Basel gibt es den Thief in the Night. Das ist ein Basler Rapper, der nice Musik macht. Aber sonst eigentlich von Deutschland Semi Deluxe. Also momentan schon ein bisschen mehr Hip-Hop-Rap-mäßiger Shit. Aber ich höre auch sehr gerne andere Sachen, wie zum Beispiel der Max Rabe. Er hat gerade ein neues Lied rausgebracht. Der macht so Musik wie in den 1930er Jahren. Macht mega nice Musik. Aber ich höre auch sehr gerne Jazz, auch mal zum Abendfahren oder am Morgen höre ich mega viel Blues. Es gibt auf Spotify so eine Blues Vibes, heisst sie, glaube ich, eine Playlist von Spotify. Und das ist auch so mega chilliger Blues. Und das kann man sich am Morgen recht gut geben. Der Rainer Hof fragt, willst du für immer in Basel bleiben? Und die Antwort eigentlich recht easy, und zwar... Willst du für immer in Basel bleiben? Für mich wäre die Frage, willst du für immer in Freiburg bleiben? Und ich müsste sagen, ja, aber nicht unbedingt. Einfach, auf jeden Fall, was mir wichtig ist, einfach in der Schweiz bleiben. Wo in der Schweiz ist relativ egal. Ich will einfach nicht wirklich, ich will nicht auswandern. Ich will in der Schweiz bleiben, in der Schweiz wohnen. Und darum bleibe ich noch in der Schweiz. Nein, ich lebe jetzt seit 20 Jahren in Basel. Also ich lebe nicht in Basel selber, ich lebe in Basel-Land, in einem kleinen Dörfchen auf dem Land. Ich habe knapp 40 Minuten auf Basel, aber eigentlich ist Basel so meine Main City, also dort, wo ich am meisten bin. Und ich finde, Basel ist mir so ein bisschen verleidet, weil ich kenne die Stadt einfach zu gut. Immer wenn ich auf Basel gehe, man kennt einfach alles. Und wenn man zum Beispiel auf Zürich geht oder auf Bern oder St. Gallen, dann ist es so mega interessant, um die Stadt kennenzulernen, um die ein bisschen erforschen oder so. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber auch wenn man in eine neue Stadt geht, kann man dort viel mehr neue Sachen wieder entdecken. Weil in Basel kenne ich schon alles, darum werde ich sicher irgendwann mal in eine andere Stadt wohnen fürs Zeit. Jo, wahrscheinlich. Einfach mal in einer anderen Stadt wohnen. Der Lionel ist im Chat hier. Was geht ab, Lionel? Ich muss den überhaupt noch gerade zum Moderator hinzufügen. Der Lionel ist schon im Chat, der noch in Basel. Der kann mir wahrscheinlich bestätigen. Basel, sehr schöne Stadt. Schöne Leute, liebe Leute. Ganz gut, ganz schön. Nein, aber keine Ahnung, nach ein paar Jahren verlieren sind wir mit der Stadt und dann zögert das schlussendlich dann gleich auch mit zurück, wo seine Wurzeln sind. Ob ich dann wieder zurückkomme, weiss ich nicht. Vielleicht auch mal ins Ausland. Mal schauen, was sich da ergibt. Bist du politisch links oder rechts? Ich habe mich noch nie wirklich zu Politik-Sachen geäußert. Ja, Politik-Sachen, das ist natürlich auch... Oha! 10 Franken holt der Dominik G, der absolute G raus. 10 Stutz holt er hier auf den Tisch. Merci vielmals, Dominik. Danke vielmals. Er hat Gönjamin-Hose an, er hat Spendierhose an. Ich habe jetzt gerade hier Nike Assi-Hose an, aber er hat Spendierhose an. Danke vielmals für die Spendierhose an der Stelle. Aber zurück schnell zum Politik ist natürlich so ein bisschen eine heikle Sache auf YouTube. Also ich finde nicht... Da wollte ich noch mal kurz einen kleinen Talk einschieben. Und zwar, da könnten wir gerade sogar schnell hier umschalten. Und zwar Politik auf YouTube. Da ist letztens ist so ein Artikel in der Republik von Politik auf YouTube. Und da ist übrigens so der Lionel, der Ask Switzerland, ist da auch in dem Artikel drin gewesen. Ganz kurz, sinngemäß zusammengefasst, ist so ein bisschen, dass es darum gegangen ist, dass die Schweizer Influencer, nicht jetzt nur der klassische Influencer, der einfach Bilder auf Instagram postet, aber jetzt zum Beispiel bei den YouTuber, aber auch der Sportler oder der Musiker,
auf Instagram sozusagen komplett unpolitisch und nichts Politisches ansprechen oder sagen. Das stimmt, finde ich auch. Ja, ich muss da wirklich zustimmen, weil es gibt wirklich kaum jemanden, der auf YouTube irgendwie als grosspolitische Statements abgeben, beziehungsweise seine Meinung zu gewissen politischen Themen kundtun. Der Lionel tut vielleicht manchmal ein bisschen aufklären über Politik an sich, zum Beispiel mit den Umfragen, fragt er die Leute, wie, wo, was mit der Politik momentan steht und so weiter, wer im Bundesrat ist, ob sie irgendwie einen Nationalrat nennen oder so. Aber jetzt, auch für die Wahl, die jetzt gekommen ist, hat ihnen niemand von den Influencern irgendjemals etwas groß gesehen, dass man gegen wählen. Ich auch nicht. Also ich auch nicht, aber ich würde mir jetzt nicht als Influencer zählen. Ich meine, hier war es 20 Zuschauer oder so, also das reicht nicht für irgendwie Influencer zu ziehen oder so. Würde nicht mehr, also doch, für die 15 Leute, 20 Leute vielleicht schon, aber ich würde sagen, das reicht jetzt nicht für mich als grosser Influencer von der Schweiz zu kategorisieren. Ich finde einfach, dass die Schweizer Szene bzw. die Schweizer Influencer machen auf jeden Fall zu wenig für Politik, äußern sich zu wenig, aber man hat ja auch nicht gross als Medium, wo man sich gut könnte dazu äußern, auf Instagram. Auf Instagram gehen ja die Instagramer oder so, gehen ja vor allem, machen sie Sachen, die Reichweite generieren, beziehungsweise Fotos, die Reichweite generieren. Sagen wir jetzt mal, eine Influencerin Zoe Pastel. Ja, sicher alle. Ja, ich sage nicht dazu. Aber auf jeden Fall, Zoe zum Beispiel, postet das Bild auf Instagram und schreibt dort drunter, geht wählen oder so. Das würde sie ja nie machen. Geht wählen, machen das. It's very important for a country to go vote. Ich meine, keine Ahnung, irgendwie ist doch das auch ein zweischneidiges Brett, dass sie auf der einen Seite so ein Bild postet, was sie so ist, so eine geile Pose schreist und dann irgendwie auf intellektuell tut. Jetzt nicht im Sinn, dass man das nicht kennt, wenn man solche Fotos macht oder so, aber irgendwie passt es nicht so gut. Ja, genau, da ist für mich Twitter eine gute Alternative, aber das Problem ist in der Schweiz, wenn wir ganz ehrlich sind, Twitter in der Schweiz, das juckt niemand. Twitter in der Schweiz, das juckt absolut niemand, ist auch nicht scheißegal, ob du Twitter brauchst oder nicht, das macht absolut keinen Unterschied und das nützt irgendwie 20 Stutz, haut drauf, du ist der Dominik G, der motherfucking G, alle. 20 Stutz, ich bin's der Gönjamin, der Sieche. 30 Stutz hast du schon auf den Tisch gehauen. Kuss geht raus, aber es schießt mir an, dass die Widgets nicht funktionieren. Ey, aber merci viel mal für deine Spende, ist wirklich ehrenwert. Seit dem Update funktioniert das Zeug nicht mehr, aber muss ich auf die nächste Woche fixen. Ja. Aber nochmal zurück zu der Politik. Ja, die meisten Influencer und Influencerinnen, die haben wahrscheinlich Angst, dass sie damit auch in ein Image ein bisschen schaden oder dass das ihnen nicht gut tut, Politik zu posten oder auch eine Meinung zu vertreten. In einem Video bzw. in einem Post. Die meisten Leute nicht gerne in eine politische Richtung vertreten oder so, weil sie dann eventuell Hate wählen, beziehungsweise Hate könnte geben und gewisse Leute nicht mehr bei dir sind, sondern du willst lieber einfach den neutralen Betrachter sein und einfach nichts dir zu heiklen Themen gross äußern. Klar, äußern sich alle zum Thema, ja, das Klima ist schlimm, weiss nicht was, hier, das, dies, jenes, aber das sind so Themen, da kann schon fast nicht falsch gehen, da tust du auch niemand gross damit beleidigen oder hat niemand großes Problem damit, weil momentan alle, ein Großteil von der Bevölkerung da zustimmt und da dafür ist immer gerade das Wochenende gesehen, der Wahlen. Und ja, ich würde mir auch wünschen, würde die Influencer und Influencerinnen in der Schweiz mehr vielleicht auch politische Meinungen kundtun, beziehungsweise aufmerksam machen darauf, dass Politik wichtig ist, dass es wichtig ist, in der Schweiz sogar zu wählen
und halt dabei zu sein bei diversen politischen Angelegenheiten hier in der Schweiz. Aber die Sportler seit und je wahrscheinlich haben das auch noch nie gemacht und darum habe ich das Gefühl, das ändert sich wahrscheinlich in Zukunft nicht groß, dass Politik wird wahrscheinlich einfach auch nie das Thema der Jugend sein, habe ich das Gefühl. Und wie momentan haben wir schon recht einen Peak, dass sich die Leute für Politik, beziehungsweise momentan halt Klimapolitik interessieren, mit der ganzen Greta Thunberg und Fridays for Future Bewegung. Aber ich würde sagen, dass das trotzdem auch eine gute Entwicklung ist, dass eben die Jungen momentan einfach ein bisschen affiner sind für Politik, wie ich das Gefühl habe. Vor allem mit den urbanen Gebieten, vor allem mit den städtischen, momentan habe ich das Gefühl, sind die Leute sensibilisiert. Und es soll jetzt auch nicht abwertend tönen oder irgendetwas, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute mit die wahrscheinlich irgendwie eine Matura machen oder so, auch eher sensibilisiert darauf sind, auf das Klima bzw. auf Politik. Aber das ist wahrscheinlich schon immer so gewesen. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau, aber ich bin fast sicher, oder höchstwahrscheinlich ist es schon so gewesen, dass die Leute, die höher gebildet sind, auch eher wählen, beziehungsweise auch eher irgendwie eine Wahlzettel ausfüllen oder sich für das interessieren. Aber das ist irgendwie schon ein Schweizer Ding. Niemand etwas dazu sieht, als geht zum Beispiel viele deutsche YouTuber, Schauspieler und Musiker, die darauf aufmerksam machen. Ja, das stimmt schon, ja. Irgendwie ist es so ein Schweizer Ding, dass Politik, aber auch jetzt zum Beispiel Finanz oder so, komplett privat ist, dass das niemand angeht. Was ich wähle, das geht nur mir etwas an, so mäßig. Und das verstehe ich auch ein Stück weit, auch als Influencer, dass du nicht willst, deinen Zuschauer dazu verleiten, einfach etwas zu wählen, weil du da so wählst. Das ist ja nicht gut, das tut in der Demokratie auch nicht gut, dass einfach die Leute nur wählen, was du willst. Beziehungsweise, dass alle Leute, die dir folgen, dass du dann sagst, yo, ich wähle die Grünen. Ich wähle jetzt das Wochenende nur die Grünen, wähle die Grünen. Dass deine Abonnenten sozusagen nur die Grünen wählen, dass du vielleicht ein bisschen Angst hast, aber ich glaube, die meisten haben nicht Angst vor dem, sondern die meisten Angst davor, dass sie abstempeln können muss, ja, du bist ein grüner Hurensohn oder du bist ein grüner Sieg, aber nichts mehr mit dir zu tun hat, dass nicht das ganze Rechtsspektrum, dass das nicht dir sagt, fuck you, ich will dich nicht mehr abonnieren. Ja, aber um nochmal zurück zu der Wahl zu kommen, von dem Wochenende hier. Ich habe das Wochenende vor allem GLP gewählt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, auch noch in meiner Altersgruppe oder weiß nicht was, habe ich da gerade gestern mit einem Kollegen darüber geredet und er hat auch GLP gewählt, wie es nicht gewusst voneinander. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ist das für mich der beste Kompromiss, dass ich eben genau will, momentan. Hey! Kameramann zum Kotzen, Alter. Dass ich eben momentan genau will, etwas, so einen kleinen Akzent für Politik setzen, für die grüne Politik setzen, dass wir einfach einen Schritt in die grüne Richtung gegangen. Aber ich kann euch sagen, dass ich wahrscheinlich in 4 Jahren, wenn nochmal Wahlen sind oder so, nicht nochmal das Gleiche wähle. Ich wähle safe nicht nochmal, oder vielleicht schon, aber es ist nicht sicher, dass ich nochmal die GLP wähle. Aber dieses Mal jetzt die GLP vor allem gewählt habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht ganz so links wählen wie jetzt zum Beispiel nur die Grünen. Aber eben in Umweltpolitik, da wollte ich schon relativ klare Umweltpolitik und grüne Politik haben momentan oder anstreben, klar. Das ist schon so und dann einfach sozusagen ein Ding wollen, ein Zeichen setzen an die Politik und das haben wir ja auch das Wochenende gesehen, der Wahlergebnis, was da rausgekommen ist. Das war ja wirklich krass gewesen. Ja, stimmt schon, aber es machen nicht nur Influencer, sondern eben auch Easy, Watson etc. nicht so viel zu der Wahl. Aber das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Aber alles in allem würde ich auch sagen, dass die
die Schweizer Influencer bzw. die ganze, ja, die Schweizer Influencer mehr sollte auf Politik aufmerksam machen und sagen, dass das wichtig ist für das Leben, das wir hier in der Schweiz und wo wir gerade momentan genießen und dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass das immer so ist. Genau, ja. Einfach mal der Can, Adi und ja, genau, die haben jetzt Thumbnail gepackt für Klicks. Man kennt ihn. Nee, Spaß, also einfach mal das Thumbnail klickt, da will ich meistens auf sie reagieren. Genau, ja. Ja, zum Beispiel hier. Ich reagiere gerade auf den Ding, reagiert auf den Adi und jetzt bin ich gespannt, was er dazu sieht, ob er sich irgendwie zu der Politik äußert, der Boy. YouTube und Instagram manchmal, also ich bin eher Mitte links. Oder ich würde nicht sagen Mitte links, sondern eher alternativ. Bei mir kommt es mega aufs Thema drauf an. Manchmal gibt es Themen, wo ich die Meinung von der Rechten vielleicht ein bisschen besser finde, aber meistens schon Mitte links und auf jeden Fall alternativ eingestellt, was Politik angeht. Ja, aber ähnlich wie ich ist er eingestellt, ja. Job 2 fragt, macht ihr euren Song auch auf Spotify? Damit meint ihr wahrscheinlich kein Anstand mit dem Young Can und dem Lil Toro, der übrigens sehr nice bei euch ist. Merci vielmals für alle Nachrichten, die ihr mir geschickt habt. Für die den Track hören, weil der Can und ich haben den wirklich in 6 Stunden gemacht. Das war eine spontane Idee gewesen. Und ja, der kommt auf Spotify, es ist jetzt noch ist eigentlich logisch, oder? Was machst du eigentlich beruflich, fragt Zürcher Jasmin. Eben beruflich nebenbei noch beim Radio Freiburg tätig, für die, was noch nicht gewusst haben. Frage, die ich recht viel gestellt bekomme. Und zwar mache ich momentan den Zivildienst, und zwar in einer Kita zu Basel. Oder ich zum schnell von vorne anfangen. Ich habe ZK abgeschlossen, dann habe ich die Wirtschaftsmittelschule gemacht, 3 Jahre lang den schulischen Teil. Dann habe ich 1 Jahr auf einer Bank geschafft, habe die Wirtschaftsmittelschule abgeschlossen. Ich würde sagen, das Video geht noch lang. Ich würde sagen, werdet das Video euch noch weiter einziehen, dann geht auf jeden Fall auf dem Adi Totorosi Kanal und züchtet euch das Video direkt einmal ein, meine Damen und Herren. So, was gibt es da noch für Sachen? Ist letzte Woche noch irgendwie eine heftige Sache, was ich... Okay, warte mal, ich kann schnell da mal nach irgendetwas suchen, warte mal. Eigentlich nächste Woche, also morgen kommt ja Ding raus. Wie viel Prozent eigentlich? Also ich bin nicht prozentmäßig angestellt, sondern ich bin freier Mitarbeiter. Meistens 1 bis 2 Mal in der Woche. Jo. Genau so. Huch. In diesem Jahr ist alles anders. In diesem Jahr ist alles anders. Ja, ist eine ganz klare Sache, oder? So, ich wollte jetzt gerade mal hier. Zack. Switzerland's Next Top Model. Oh mein Gott, Jungs und Mädels. Instacap. Hä? So. Bist du ready? Bist du ready? Switzerland's Next Top Model, das ist ja komplett der Dreischiss, Alter, ganz ehrlich. Ist gut gewesen, der 3-Jährige. Ja, das war gut gewesen, es war ein guter Tag, ein schöner Tag auf jeden Fall, ja. Regier mal auf Schweizer Lab, kein Teil von der Szene. LAB, ey, den kenne ich, den Bub. Muss das Layout oben rechts anpassen, auf Twitter heisst es nicht mehr der Pumpkin. Ah ja, genau, ja. Cringe it in, motherfuckers. Cringe it in, aber ja, jetzt ziehen wir uns das mal. Ich hätte im Fall Song rausgehauen. Aha, können wir uns dann einmal einziehen. Hier, Switzerland's Next Top Model. Das ist auch so etwas, ich habe gestern ein Video zum Bachelor gemacht und das ist nochmal eine andere schlimme Sache im Schweizer TV. Ganz ehrlich, unterste Schublade und der Büss hat da natürlich als Best-of drüber gemacht. Wie wir es uns mal einziehen, was geht ab bei Switzerland's Next Top Model? Ist das wirklich so Brainfuck? Oder ist es eine super gute Serie? Lassen wir uns doch das nicht lang gehen und ziehen uns jetzt das Video ein. Bist du ready? Bist du ready? Bist du ready? Sind wir alle ready? 3, 2, 1, go!
Switzerlands Next Top Model ist wieder da. In diesem Jahr ist alles anders. Was heisst alles anders? Büssi, aber wirklich da mit der besten Videoqualität. Also ganz ehrlich, Büssi, da hast du wirklich ganz viel Mühe gegeben. Und mit der Beleuchtung und so weiter und so fort. Also Büssi, Kuss geht raus an dir an der Stelle. Danke vielmals, hast du dir hier jetzt noch die Mühe gegeben. Nein, Spaß beiseite. Büssi, Kuss geht raus. Das Jahr gönnt's erstmal der dickste. Ich finde es super cool, dass es das erste Mal geht, eine rein weibliche Jury bei Switzerland's Next Top Model. Bei Switzerland's Next Top Model? Das ist richtig Frauenpower. Wir können so viel zusammen erreichen, if we stick together. Genau, der Büssi ist jetzt wahrscheinlich gerade da. If we stick together. Also die Leute, die ganze Zeit irgendwie so englische Sätze reinhauen. Aber unironisch, nicht aus Witz, sondern wir hätten etwas Spezielles erreichen. If we stick together. Ganze, also da muss ich weg, also da muss ich wirklich los. Das tut mir weh und das mehr, also ganz bisschen regt es mich sogar aber schon fast auf. Also das ist wirklich das Schlimmste, wenn Leute die ganze Zeit so Englisch das Gefühl haben zu reden. Dann bin ich raus, Digga. Oh, Noah! Danke vielmals für den Franken. Merci vielmals für den Franken, den du hier auf den Tisch holst. Merci viel. Oh, ist nicht selbstverständlich. Merci vielmals. Stick together! Ja, das ist so geil. Zoe Pastel tönt schon wie ihre Insta-Captions. Ich bin Zoe Pastel, ich bin Schauspielerin und Social Media Blogger, Influencer. Genau das habe ich gemeint. Also der Zoe Pastel bei mir schon komplett ohne Tür, das ist gar nicht. Also ganz ehrlich, hey, nein. Also ich komme wirklich nach. Generell die Influencerinnen. Ich komme wirklich nicht nach. Ja, ich will gar nicht darüber reden, ich reg mich nur auf. Schrägstrich Content Creator. Content Creator, wer kennt sie nicht, die gute alte Content Creator. Jetzt wollte ich mal wissen. Zoe Pastel, Content Creator. So, also was macht sie für guten Content? Was createt sie für Content? Das ist der Content, oder was? Ah ja. Hat sie einen YouTube-Kanal? Zoe Pastel. Hat sie einen YouTube-Kanal? Wollte ich gar wissen. Sie hat einen YouTube-Kanal mit 8 Videos. 8 Videos hat Zoe Pastel auf YouTube. Da bin ich jetzt also mal gespannt, was sie für Content created, Alter. Das letzte Video vor 2 Jahren, vor einem Jahr. Gut, da können wir gerade abstellen, das ist gar nicht. Sie created Content. Also welcher Content ist das gewinnt? Ist da wirklich einfach die Fotos gewinnt? Ist das wirklich damit gewinnt? Ja. Nee, also. Aber jetzt wollte ich mal wissen von euch, wie seht ihr das? So Instagramerinnen, die Fotos posten, die einfach nur Fotos posten. Wie findet ihr das? Ganz ehrlich. Wo Fotos posten und das so zeigen, innen Dings ist und dann sagen sie so, ich bin Social Media Blogger und Influencer. Spielerin und Social Media Blogger, Influencer. Jo. Also jetzt wollte ich mal wissen hier, zeigt einfach nur das da. Was ist jetzt der Content hier? Das erste, was wir hier sehen, Werbung. Love My Desenio, Werbung. Zuerst ist Werbung. Das zweite ist schon Werbung. Das dritte ist schon Werbung. Zalando Werbung. 3 Stories, 3 mal Werbung. Das vierte, komm. Werbung. 4 Stories Werbung. 5 Stories Werbung. Das ist Content, meine Damen und Herren. Hä? Searching for Make-up Artist. Ah, nein, da nicht. Das sucht sie jemand. Ja, okay. Content, meine Damen und Herren.
My name is Zoe Pastel and I'm an actress and a digital content creator from Zurich, Switzerland. Definitely a golden moment in my life was when Bulgari, also nochmal Werbung. Around 10 years old, I had my first performance on stage. It was a ballet performance and I discovered my passion for performing arts. I think the most precious time for me is when I can spend time with my family. Meine Damen und Herren, das ist Content. So muss man Content create auf YouTube. Auf Instagram. Nein, natürlich Spaß beiseite. Natürlich macht sie nicht nur solche Sachen. Es war jetzt ein bisschen überzeichnet gewesen. Natürlich macht sie nicht nur so Sachen, aber es ist einfach irgendwie. Ich fühle, dass das Instagram-Influencer-Wesen nicht so. Ich finde es cooler, wenn du etwas neben Instagram hast, beziehungsweise etwas machst, wirklich einen Mehrwert generieren, beziehungsweise wirklich auch Inhalt und selber Inhalt generieren und etwas Unterhaltung machst. Weil, klar ist das vielleicht auch für gewisse Leute Unterhaltung, aber ja, es ist einfach Bilder von sich selber. Aber ist okay, jeder kann machen, was er will, solange er dazu steht, was er macht oder so etwas in der Richtung. Nein, jeder soll machen, was er will. Wenn sie damit wohl ist, sie verdienen ihr Geld damit und sie tun niemandem weh damit, das ist das. Alles ist wirklich kein Problem. So weitermachen, aber mein Ding ist es also wirklich komplett nicht. Komplett nicht. Und aber was sie so aufhören ist, so englische Scheißwörter die ganze Zeit einzubringen und das Gefühl haben, sie sind da the International Girl. Schrägstrich Content Creator. Was ist denn Schrägstrich bitte für einen Beruf? Die beste Der Büssi, Schrägstrich, was ist das für ein Beruf, man kennt nicht. Büssi, Comedy. Influencerin in der Schweiz, die ich kenne, die beste Schauspielerin, die ich kenne. Was, beste Schauspielerin? Du kennst Nadine Vinzenz nicht? Beste Schauspielerin und beste Influencerin. Gut, da haben wir alle etwas falsch gemacht. Ich bin wirklich gespannt, wie sie sich werden machen. Ja. Let's see. Let's see. Wir geben uns jetzt 100 Millionen, 1000% Mühe. Das Beste, was wir können. Ja. Wie immer. Und wir freuen uns richtig. Barbie und Ken Show. Kein Schaden. Was ist eigentlich das für Make-up? Kann man das mal jemand sagen? Ich weiß gar nicht, wie es abläuft, aber ja. Ich schwöre. Jetzt fängt Barbie und Ken TV an. Genau. Barbie und Ken TV? Ich bin Gabriela. Ich bin Stella. Also besser gesagt Barbie und Ken. So sagen wir uns, so sagen uns alle. Ja, Genau. so sind wir bekannt. Nein, bekannt sind wir also nicht. Aber jetzt sind wir immerhin schon mal in meinem Video, das hilft auf dem Weg dorthin. Der Büssi, bescheiden wie eh und je ist der Büssi. Meine Hobbys sind, ich zeichne sehr gerne, ich sammle leidenschaftlich Barbies, wie man sehen kann. Also als ich klein war, habe ich immer mit Barbies gespielt. Ja, da konnte ich es nicht so wirklich ausleben. Jetzt, da ich erwachsen bin, kann ich mir so viele Barbies kaufen, wie ich will, weil als kleines Kind hatte ich nie viele. Sorry, ich habe gerade mehr anlegen. Also so etwas, das ist mir fast, ich muss da fast Schutzschild aufholen. Spaß beiseite, ist ja alles ein Witz gewesen. Ne, aber Barbies sammeln? Ey! Da haben wir ja etwas gemeinsam, Bro! Ich sammle auch schon jahrelang Barbies. Digga! Ich sammle auch schon lange Barbies. Ich habe gerade dahinter... Komm, leck mir mal schön. Was ist denn das, Alter? Ich sammle Barbies. Was ist denn das für eine Legende, der Typ? Ich kenne die Stella... Da ist die Cousine von der Chiara Castelli. Dominik G. Danke vielmals für 5 Stutz. Merci vielmals, ehrenhaft. Merci vielmals. Fuck, was haben die alle mit ihren Barbies? Hi, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Oh, wow. Und
auch 2 Hausschweine. Das ist noch das Sympathischste bis jetzt. Das ist noch etwas das Beste bis jetzt. 2 Hausschweine. Let's go. Die heißen Farmi und Kurgi. Wir gehen mit denen laufen. Die sind wie Hunde und die finden das super. Eine schöne Frau umringt von Schweinen. An was erinnert mich das? This is my heartbeat song. Ist das der Julian von 2 am Morgen? Oder wie? Könnte er sein, oder? Sieht ähnlich, oder? Ist der Julian von 2 am Morgen? Oder könnt ihr mir sagen, was du willst, oder ganz ehrlich? Ich bin der Nicola, bin 24. Ah, nee, ist der Nicola. Bin von Berufen von der Pflege und jetzt will ich Model werden und das ist meine Leidenschaft und da merke ich wirklich, da gehe ich auf. Also ich finde auch, der Nicola hat den perfekten Dialekt zum Model werden. Etwas Krasses. Was ist deine dunkelste Seite? Die dunkelste Seite ist entweder der Walliser Dialekt. Was könnte noch die dunkelste Seite sein? Einfach seine Seite bei den Haaren ist relativ dunkel von den Haaren, oder? Komm, leck mir Arsch. Oh mein Gott. Was heißt denn so blöd? Ich bin Jenny, komme von Zürich und arbeite momentan als Barkeeperin. Ich bin ein sehr fröhlicher, aufgeschlossener und ehrlicher Mensch. Ich mache aus jedem Tag positiv, ich kann immer gute Laune. Hey Jenny, mega coole Idee fürs Video! Wir sind hier zum Modeln und nicht coole Posen machen. Wir sind da zum Modeln und nicht coole Posen machen. Was ist denn Model-Business sonst? Um was geht es beim Modeln? Du musst eine Personality sein, musst gut Englisch reden, Alter. Ist das nicht genau der Sinn vom Modeln? Kannst auch mal, musst nicht so posen, kannst auch einfach ein bisschen natürlich machen. Genau, ja, das ist echt cool. Das ist viel natürlicher, oder? Kannst auch mal, musst nicht so posen, kannst auch einfach ein bisschen natürlich machen. Du musst nicht so posen, kannst auch mal ein bisschen natürlicher. Und der Dude, Genau, er legt erstmal ja, auf das ist Brille cool. an. Was für eine Legende. Der Büssi sieht aus. Der Büssi, mit dem würde ich so einiges machen. Viel natürlicher, oder? Ich bin Raphael Kauter, ich komme aus dem Tessin und ich bin Modedesigner. Du bist so eine Herzige. So herzig. Schatzeli. Knackig. Ja, also ich glaube, das Laufen macht mir sicher sehr viel Spass und sie haben letztes Mal gesagt, ich bin eine starke Läuferin. Nein, das ist eine starke Läuferin. Wieso kommst du allein führen? Also ich stand hier vor euch allein, weil ich euch gerne meinen Austritt bekannt geben will. Austritt in der ersten Folge. Hätte ich auch so gemacht. Was es dort merke, ist okay. Aber später merken, geht nicht klar. Alles klar. Okay, kann man machen. Mein Austritt bekannt geben in der ersten Folge ist gut. Gute Idee. Müssen die sich schon abmelden, bevor sie aufs WC gehen? Und in diesen... Jo. Ist das ein Ninja oder wie? Ist das ein Ninja davor, oder? Und nebendran ist Mario. Ach komm, habt ihr Schnur. 1 Minute wollte ich Bam 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 sehen. Bam Bam Bam. That's what she said. Besser wird's glaub nicht mehr. Machen wir Feedback-Runde. Wie hat's euch gefallen? Es geht, es hätte ein bisschen mehr kommen. Ein bisschen mehr. Okay, voll easy, ja? Sonst fragen wir mal die Chefin, Manuela, wie hat's dir gefallen? So etwas wollte ich nie mehr sehen. So schlecht gewesen? Es war wirklich nicht gut gewesen. Ja, was war denn das Problem gewesen, Zoe? Deine Posen sind leider keine Modelposen mehr gewesen. Also, wie meinst du das? Du hast mir jetzt nichts angeboten aus dem Modelbereich. Was muss man denn Modeln haben? Muss man so eine Figur haben wie ich? So? Geht das, Model? Würdet ihr mir anstellen? Also würdet ihr mir anstellen? Wenn ich würde modeln, würdet ihr mir anstellen? Guck, seht ihr mal hier die Pose da? Model, oder? Was würdet ihr sagen? Auf einer Skala von 1 bis 10. Model, oder? So. Hä? Problem, oder was?
Model, oder? Man muss einen Bademantel haben. Man muss einen Bademantel haben, alles klar. Ja, aber das ist Mode. Du musst einen Bademantel haben. Ja, gut, das überrascht du jetzt vielleicht ein bisschen. Mehr Ausschnitt zeigen musst. Ja, okay, scheiße, ja. Man sieht es nicht, aber ich bin gar kein Model. Ja, Wahnsinn. Ich weiss. Ich mache eben extra nicht als Model mit und mache nur die Videos, weil wenn ich ja als Model mitmachen würde, dann würde ich ja wie automatisch gewinnen. Das ist mega fies. Ja, sehr mutig von dir und fair gegenüber von den anderen Kandidaten und Kandidatinnen. Ja, ich weiss. Was geht gerade in dir vor? Was geht gerade jetzt uns vor, wenn wir wissen, dass wir ein gutes Model wären gewesen? Bei mir geht vor allem vor, dass ich keine Sekunde von dieser Show mehr wollte ich sehr am liebsten und eigentlich so schnell wie möglich weg wie hier wollte ich kommen. Ciao zusammen. Wie viel Mal in den Streams bin ich eigentlich schon weggelaufen? Ganz ehrlich, Mann, was für ein Lappen bin ich eigentlich. Also, ehrlich gesagt muss ich dringend aufs WC, aber wie kann ich dir das am besten klar machen? Du musst mich nicht überreden. Okay, dann erzähl ich jetzt noch schnell ein. Niki! Frank haut raus, Kuss geht raus. Merci vielmal, Niki, Alter. Merci vielmal. Nice. Traurig, scheiß Grammatik. Was meinst du? Witz und dann bin ich weg. Sagt sie zu ihm, ich bin Fotografin, Model und Influencerin. Sagt er, ich kann auch nichts. Im Büssi, dass er den gesellschaftlich wichtigen Auftrag erfüllt und ein Best-of von der Folge macht. Merci vielmals, haben wir ein Like da gelassen im Büssi direkt. Kurs geht raus. Ja, ich wünsche mir, dass Switzerlands Next Top Model so schnell wie möglich abgeschafft kommt. So, ich muss also komplett schnell schiffen. Ich muss komplett schiffen. Meine Blase die ist komplett voll, Alter. Ich muss jetzt schnell ein Lied. Irgendein Lied, was könnte man tun? Nein, am Talsis Musik ja nicht gesehen, aber vielleicht ziehen wir es uns noch ein. Ich gehe jetzt schnell schiffen. Ich muss unbedingt schiffen. Meine Blase, hey. Oh mein Gott, ich muss schiffen. Warte schnell, mach schnell ein Video. Komm, mach jetzt ein Video. Jalla, komm ins Video. Komm! Ich kann nicht mehr warten. Ich muss pissen. Ich muss unbedingt schiffen jetzt. Ich komme gerade, aber ich will Yeah, I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips. See, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money, fans and friends? I hope that all the above is on the Scantron then. Life is a test and I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money,
and neither record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I keep it me, have nobody else to blame. Cause even if I never ever make it in the game. Eben back in business. Hallo zusammen, geht's euch gut? Seid ihr gut? Habt ihr gut geschlafen? Zum Glück habe ich das Mikro ausgestellt. Das habe ich extra so gemacht, dass ihr nicht wisst. Genau so habe ich das gemacht. Ich will, dass ihr meine Lippen leset. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, genau. So. Ich wollte noch etwas mal ansprechen, aber es komplett vergessen. Los aus der Trimax, man kennt ihn ja. Reagier auf Rush Junior. Gibt's den noch? Gibt's den noch? Macht der noch Videos auf YouTube? Macht der noch keine Videos, oder der Rush? Er macht noch keine Videos, oder? Ah. Also das neue Oh mein Gott Video, was ist deine größte Unsicherheit? Was ist deine größte Unsicherheit? Das könnte man uns einziehen, ja. Zack, zack. So. Das da hier. So. Der größte Albtraumberuf. Was wäre der größte Albtraum? Oh, sorry. Wieso ignoriere ich die? Ignoriere ich die aus Versehen? Ohne Tons Video. Ey, Mann, du. Das ist ja wirklich komplett der Rotze. So. Also. Was ist deine größte Unsicherheit? Fragen an Tadl, Anna, Abdel und Cengiz. Was ist die größte Unsicherheit? Da bin ich jetzt gespannt von dem Video und wir beantworten die Fragen gerade parallel mit. Und ihr könnt hier. Hi. Hello. Hallo. 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 Ja. Was wäre dein größter Albtraumberuf? Der größte Albtraumberuf. Größte Albtraumberuf. Ich kann das gar nicht so sagen. Aber was wäre mein größter Albtraumberuf? Ich sage jetzt einfach einmal. Ich weiß wirklich nicht, dass sie alle Berufe in eine Daseinsberechtigung. Der größte Albtraumberuf ist wahrscheinlich für mich irgendwo im Militär zu bügeln. Ganz ehrlich. Also, irgendwann einmal, hey, Gott verdammt, sicher mal. Es ist schwer, es ist wirklich schwer zu sagen, aber ich würde sagen, mein grösster Albtraumberuf ist wahrscheinlich irgendwo im Militär zu bügeln oder so. Obwohl das auch nicht das Schlimmste wäre. Wahrscheinlich irgendwo, ja genau, wenn man das als Beruf kann gelten, irgendwo im Krieg sein. Irgendwo im Krieg müssen sein. Oh, ich würde jetzt so direkt irgendwas sagen, wo man im Büro sitzen muss oder so, aber wahrscheinlich eher so in der Kanalisation. So. Das sagt so jeder. Bauarbeiter. Aber Respekt an alle Bauarbeiter. Hört sich jetzt mega scheiße an, weil das voll viele Leute machen, aber sowas wie Bürokaufmann. Imker. Ohne Scheiß. Ich glaube, Grundschullehrer. Das ist das Schlimmste. Ich glaube, nee. Wahrscheinlich, ja genau, OS-Lehrer könnte ja sein, dass das wirklich eine happige Sache ist und die Leute in der Pubertät sind am schlimmsten. Ja,
Welche war die größte und bedeutendste... Ja, moin. Ich vergleiche einfach OS-Lehrer mit im Krieg sein. Alles klar. Grüße gehen muss ja jeder OS-Lehrer und Lehrerin. bedeutendste Entscheidung, die du mal treffen musstest? Ohne Scheiß. Ich glaube, Grundschullehrer. Das ist das Schlimmste. Ich glaube, nee. Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du mal treffen musstest? Die größte Entscheidung, die ich treffen musste. Die größte Entscheidung. Oh mein Gott, das weiß ich nicht. Ich habe nie riesige Entscheidungen gehabt, aber vielleicht so eine Entscheidung war, ich bin dann in der Real A gewesen, beziehungsweise im C, falls das bei euch so ist, also von der Primarschule, nach der Primarschule, kommst du bei mir eingeteilt in Kategorien. Also bei uns gibt es 4 Kategorien, A, B, C und D, und ich bin im C gewesen. Und das ist unmöglich, dass du irgendwie, also unmöglich ist nichts, aber das ist schwer möglich, dass du weiterführende Schulen kannst besuchen. Und da habe ich dort den entscheidungsmässig getroffen in meinem Kopf, Vollgas gesagt, dass ich ins B komme und von dort aus im B kann zu weiterführenden Schulen gehen, dass mir die Option offen bleibt. Das ist so ein bisschen, vielleicht die grösste Entscheidung, die ich bis jetzt gehabt habe. Oder ja, mir nicht entscheiden, weiterzumachen und in die Uni zu gehen oder ins College bzw. in Gimmer zu gehen. Mega heftige Frage. Ich glaube, nach der Schule keine Ausbildung zu machen, sondern eher den Weg weiterzugehen, den ich dann jetzt so gewählt habe. Ob ich die Schauspielschule beende oder nicht. Man kann jetzt einen auf mega pathetisch machen und sagen, eigentlich wiegt halt jede Entscheidung übelst viel. So Butterfly-Effekt. Die meisten wissen ja, dass meine Eltern beide Lehrer sind und es war damals echt hart, gegen die Meinung von meinen Eltern anzukämpfen und mich, ich sage jetzt mal, loszureißen und meinen eigenen Weg zu gehen. Sorry, Mama, Papa, das war nicht böse gemeint. Ich glaube, die Entscheidung, auf welche Schule ich damals gegangen bin, weil es gab bei uns im Dorf so 2 Gymnasien. Bei uns gibt es das nicht, also bei uns gibt es ja nur E-Schule. Wahrscheinlich bei den meisten Schweizer, das gibt einfach E-Schule und dort gibt es Scherben. Ich musste mich entscheiden, auf welches Gymnasium ich gehe, und wäre ich auf das andere Gymnasium gegangen, wäre ich wahrscheinlich ganz woanders gelandet, als wenn ich auf dem Gymnasium, als wenn, du weißt schon. Wenn du dir aussuchen könntest, was für ein Lebewesen du im nächsten Leben wärst, was wäre das? Ein Lebewesen im nächsten Leben. Eben fast, ja, ich bin eben sicher, es müsste ein Lebewesen sein, das fliegen kann. So ein Adler oder so etwas. Ganz sicher irgendwie so etwas, das fliegen kann, was so die Welt kann erkunden von einer ganz anderen Perspektive. Müsste wahrscheinlich so etwas sein. Ich glaube, ein Falke. Adler. Krass, ich habe gesagt Falke. Echt? Ja. Löwe. Ein Mensch. Was ist die erste Erinnerung, die du hast? Ich glaube... Die erste Erinnerung, die ich habe, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Was die erste Erinnerung ist, die ich noch habe. Die erste Erinnerung, die ich noch habe. Die erste Erinnerung, die ich... Wisst ihr, was wäre eure erste Erinnerung, die ihr noch so im Kopf habt? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, was die erste Erinnerung ist, die ich noch im Kopf habe. Ich könnte dir wirklich nicht eine einzige Sache sagen, wo meine erste Erinnerung wäre. Kann ich nicht machen. Wo ich mich, als ich noch in Bayern gelebt habe, das heißt, ich muss unter 4 Jahre alt gewesen sein, komplett eingeschissen habe. Ich bin hinter dem Sofa und bin irgendwie 3 oder so und habe ein Spielzeug. Und dieses Sofa ist braun und wir haben noch in einem Hochhaus gewohnt. Das ist die erste Erinnerung, die ich habe. Ich weiß nicht warum. Und das kam wie so ein Blitz, ob meine Seele da erst anfing, bei mir reinzukommen. Von meinem 2. Geburtstag, ich kann mich noch erinnern, wie mein Opa mich auf den Tisch gesetzt hat, um ein Foto zu machen. Und ich gucke mal, ob ich das Foto finde, dann können wir das irgendwo mal einblenden. Ich weiß es. Ich habe so ein Zäpfchen als Kind in den Arsch bekommen, wo ich eingeschlafen bin, und dann haben die mir irgendwas rausoperiert. Das weiß ich noch 1:1. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe noch hier schon bei meinem Großvater auf dem Sofa Joghurt fressen mit meiner Schwester. Ja, moin. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Kleine Schwester, die war 2. Da war das so, dass sie da halt auf diesem Sofa geschlafen hat und meine Mutter hat da gerade Wäsche gemacht. Die hat da dann halt so, die hat halt gepisst. Und dieser Strahl, also wenn die da so lag, kam die in dieser Strahl so da raus. Gibt es etwas, das du unbedingt noch erleben willst? Ich will gern spüren. Was möchte ich unbedingt noch erleben?
Was will ich unbedingt noch erleben? Schwere Frage. Was will ich noch erleben in meinem Leben? Was wollt ihr noch erleben in eurem Leben? Weiß nicht. Das Stadion aufhört mit Videos, das wird ja noch erleben. Ja, was wollt ihr erleben mit neu in meinem Leben? Ja, gewisse Ziele oder so, aber ich wollte einfach, was ich wollte erleben, okay, das ist das unabhängig sein, beziehungsweise ein eigenes Haus haben, wahrscheinlich auch mit Familie. Ganz klassisch, nichts Spezielles, genau ja. Wie es sich anfühlt, wenn man ein Tattoo weglasern lässt. Aber ich will alle Tattoos behalten, das ist ein bisschen knifflig. Ja, sehr vieles. Zum Beispiel die Welt zu sehen. Kinder zu kriegen. Ich will auf jeden Fall eine Kreuzfahrt machen und das mache ich auch nächstes Jahr. Ich würde sau gerne richtig, also ich würde, jetzt habe ich den Satz rein. Ich würde sau gerne nur malen und davon dann leben können. Was verwirrt dich am anderen Geschlecht am meisten? Was verwirrt dich am anderen Geschlecht am meisten? Oh. Ich weiß es auch nicht. Stimmungsschwankungen? Nein, ich weiß es nicht. Was verwirrt mich am anderen Geschlecht am meisten? Andere Präferenzen bzw. andere Art und Weise vom Denken. Wahrscheinlich auch nicht generell so, aber ich sage einfach mal das. Mir fallen nur dumme Witze ein. Mit der Frage kannst du noch was landen. Dass ihr so mit so einem Blickwinkel durch die Welt geht. Aber ist eigentlich auch nicht schlecht, weil ihr seid, glaube ich, glücklicher als wir Frauen. Gar nichts. Mich verwirrt nichts. Mich verwirrt überhaupt nichts. Richtig abgeklärt. Aber ja, ich meine, dass die Sache, die weiß ich auch, beziehungsweise verstanden habe, den Grund, wieso, wo man so ist. Also bei mir eigentlich auch nichts. Ich glaube, der Hormonhaushalt, dass der oft so wirklich das Tun beeinflusst und man mit derselben Person, mit der man gestern normal geredet hat, plötzlich nicht mehr so richtig normal reden kann. dieses Launenhafte manchmal. Also manchmal kann ich das nicht einschätzen, manchmal bin ich nett, die sind halt launenhaft. Oder weiß nicht, wie ich reagieren soll. Was würdest du an deinem Körper gerne verändern? Gerne an meinem Körper verändern, nichts. Ich würde nichts verändern, wahrscheinlich. Nein. Nicht, dass ich wüsste, klar bin ich nicht groß oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass das würde ich verändern. Drauf geschissen. Ich den gerne einfach athletischer, so ein bisschen gesünder. Ich würde gerne meinen Körper ein bisschen verwöhnen und denen so zeigen, hey, ich bin froh darüber, dass du meinen Geist rumträgst. Ich glaube gar nicht. Ich bin so zufrieden, wie ich bin. Ich habe von meinem Vater Haarausfall geerbt und bald gehe ich in die Türkei und werde etwas an mir verändern, Leute. Ich wäre gern dünner. Mein Bauch. Ich habe eine kleine Speckrolle und die soll weg. Was ist dein Lieblingszitat? Ich habe damals... Lieblingszitat. Jeder soll machen, was er will, wenn er zu dem steht, was er macht. Oder ich ist das so, das ist mein Lieblingszitat. Das ist immer so ein Filmzitat in meine Bio geschrieben, aber eigentlich verbinde ich damit gar nichts. Ich fand es einfach artsy und cool. Es kostet 0 Euro, ein guter Mensch zu sein. Das klingt jetzt ganz komisch, Leute, und auch nicht falsch verstehen, aber es gab in World of Warcraft einen Boss, der hat immer gesagt, der einzige Ausweg ist der Tod. Das trifft nicht auf mich zu, aber ich fand das einfach cool. Habe ich doch immer hier hinten drauf. There's nothing impossible to him, we will try. Boah, keine Ahnung, ob das übelst überheblich und weird kommt, aber so das Zitat von einem Baby Brain Song von mir, da sage ich, ich reiße mich von den Fesseln frei, zumindest temporär, wenn ich Texte schreibe. Ja. Bedeutet mir einfach krank viel. Spür den Hass von 10.000 Jahren! Was ist deine größte Unsicherheit? Meine grösste Unsicherheit, ich gewusst, dass die Frage kommt, aber was ist, hat ihr eine grösste Unsicherheit? Was ist meine grösste Unsicherheit? Meine grösste Unsicherheit. Wo bin ich unsicher, beziehungsweise wenn bin ich unsicher? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß ja nicht, ich bin ja komplett dumm. Nein, was ist meine grösste Unsicherheit? Meine grösste Unsicherheit ist...
nicht zu wissen, vielleicht was die Zukunft mit sich bringt. Aber das sind alle. Das sind die meisten wahrscheinlich einfach Angst davor, dass die Zukunft vielleicht manchmal schon nicht etwas Positives für dich bereithält. Alles. Dinge auszusprechen, die mich stören an anderen Menschen und die Menschen damit in Konfrontation bringen. Meine größte Unsicherheit ist, dass ich Angst davor habe, einen Fehler zu machen, der unwiderrufliche Folgen hat. Meine größte Unsicherheit ist, mich zu erklären oder in eine Situation zu geraten, wo ich nichts gemacht habe, aber es so krass aussieht, dass ich es wirklich war. Wenn ich im Redefluss bin, mich dann verhaspel, dann ist das so nicht so, okay, ich fange wieder an einfach, sondern für mich ist das dann so, ich stolper dann so und dann. Was hat dich zuletzt emotional sehr berührt? Was haben wir zuletzt emotional sehr berührt? Was haben wir zuletzt emotional? Ich würde sagen einfach. Einfach, dass ich. Denn ich habe ja den Blinddarm operieren das Jahr. Eine Operation gehabt und dass das alles gut verlaufen ist und dass das alles gut gekommen ist. Das ist schön. Das hat mich emotional berührt und generell, dass ich ein glückliches Leben habe, Freundin habe und so. Das berührt mich emotional, dass das positiv ist, so mäßig. Absolut deeper Talk gerade hier. Hey. Darf ich nicht sagen. Ist geheim. Aber es ist ein big thing, crazy thing. Wenn es soweit ist, dass ich sagen darf, dann komme ich auf dieses Video zurück. Das Video von Ungar, wo er geweint hat, das haben wir zusammen im Stream geguckt. Ich habe mich da sehr, sehr drin wiedergefunden. Die letzte Folge von Sherlock Holmes, der Serie. Ich war sehr traurig, dass diese Serie vorbei ist. Ich habe geweint. Und Anna hat geweint. Ja, das kann ich nicht sagen. Das. Ich glaube, viele Situationen, ich bin ziemlich emotional. Ich sage nichts, die meisten sagen einfach nichts, alles klar. Ja, ich habe es einfach gesehen. Welcher Person aus deinem Leben hättest du gerne wieder Kontakt? Welche Person aus deinem Leben hättest du gerne wieder Kontakt? Am liebsten wahrscheinlich, es gibt ja so Dude, der Lukas heisst der, mehr sagt, den Nachnamen sage ich jetzt nicht, aber der Lukas, der war bei mir in der Schule gewesen, in der OS, beziehungsweise in der Sekundarstufe, und mit dem habe ich absolut keinen Kontakt mehr seit der Sekundarstufe. Und der war dann legendär gewesen. Mit dem habe ich gut verstanden, seitdem einfach keinen Kontakt mehr. Mit dem hätte ich auch gerne Kontakt. Eigentlich niemand. Also die Leute, mit denen ich Kontakt haben will, mit denen habe ich Kontakt. Mit meinem Halbbruder. Meine Tante. Mit Julian Müller. Shoutout Julian, wenn du das siehst. Es gab damals ein Mädchen, in das ich ultra verliebt war. Ich hatte auch zwischenzeitlich wieder Kontakt mit der. Die hieß Seville. Ja, mit der hätte ich voll gerne Kontakt gehabt. Weshalb meinst du, mögen dich manche Menschen nicht? Weil ich Tattoo. Wieso hätte ich gewisse Leute nicht gegeben? Vielleicht will ich... Ja, ich weiß nicht. Nicht ganz... Ich bin einfach zu langweilig für sie. Beziehungsweise gar nicht an Party, sie tun nicht Alkohol trinken. Ja. Ich im Gesicht habe. Ich glaube, ich bin denen zu extrovertiert. Nicht jeder mag das halt, was ja auch okay ist. Ich glaube, vielleicht wegen meiner aufgedrehten Art manchmal, eventuell. Ich hoffe, das klingt nicht eingebildet oder so, aber eigentlich fällt mir nicht wirklich ein krasser Grund ein. Das Einzige ist vielleicht, dass ich manchmal so zurückhaltend wirke und vielleicht manche Menschen denken, ah, da geht nicht groß die Party ab mit dem, aber das Genau, bei mir auch. Das ist mir eigentlich scheißegal, von daher eigentlich nicht. Weil ich eine sehr seltsame Form von Humor habe. Wo warst du am weitesten weg von zu Hause? Am weitesten weg von zu Hause wäre wahrscheinlich gewesen, wenn ich in Peru war mit meinen Verwandten. Sao Paulo oder Japan? Ich habe so ganz schlechtes geografisches Verständnis. In der Türkei? Nee, auf Teneriffa. Teneriffa. Mit Boydie hinter der Kamera in Los Angeles. Los Angeles mit dir, Boyd. Gibst du Geld lieber sofort aus oder sparst du?
Kommt ganz drauf an, auf so einer Phase. Manchmal habe ich so Phasen, wo ich nicht viel ausgebe, und manchmal eine Phase, wo ich nicht viel ausgebe, also ist egal. Kommt immer auf das an, was ich brauche oder so. Also wenn ich jetzt was haben will, dann gebe ich es gern sofort aus. Aber wenn ich nichts brauche, dann spare ich gern. Sofort. Ich bin leider ein sofort Ausgeldgeber-Mensch. Ich habe noch nie gespart, aber ich gebe auch nicht sofort halt Geld aus. Ich versuche das so zu managen, dass das halt reicht. Ich spare lieber. Hast du schon einmal Drogen ausprobiert? Ich habe noch nie Drogen ausprobiert. Tatsächlich wirklich noch nie. Ja, Kaffee habe ich schon mal getrunken. Achso, ja. Ah ja. Okay, zählt sowas wie Kaffee als Droge? Ja, okay. Ja. Ja, Zucker jeden Tag. Nein, und sonst nichts. Harte Drogen noch nie, aber ich rauche und Alkohol trinke ich ja auch. Was war das schlimmste Date, was du je hattest? Also jetzt voll die Low-Antwort, aber eigentlich halt so diese Schlimmste Date, kein Käse. Diese Reinfall-Dates des Jahrtausends, wo man so ins Kino geht und am Ende des Tages hat man kein Wort geredet und einfach nur irgendeinen halbgaren Film angeguckt. Ich hatte mal ein Date mit jemandem, der hat nur gelabert. Also der hat nicht eine einzige Frage gestellt, hat nur von seinem krassen Leben erzählt. Ich sag nur, ich weiß nicht, war das in einer anderen Folge, wo mich mal ein Mädchen angekotzt hat. Ja, wenn du das gerade guckst, das war das Schlimmste für mich. Freizeitpark, Schiffschaukel, Fahrt ist vorbei, Frau kommt mir auf den Körper. Ich habe nur gute Dates. Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche wäre es? Welche Frage wäre es? Wie kann man das ganze Leben lang glücklich sein? Und wie kann die anderen Leute, oder wie kann ich und die anderen Leute um mir das ganze Leben lang glücklich sein? Warum? Ich glaube, ich würde wissen wollen, ob es überhaupt möglich ist, dass auf der Welt Weltfrieden herrscht. Ist unser Leben vorherbestimmt? Was kommt danach? Ich frage mich echt manchmal, ob wir in so einer Simulation leben. Wisst ihr, was ich meine? Dass das alles gar nicht echt ist und wir sind nur programmierte Figuren. Matrix. So, klingt das komisch? Ich würde den fragen, ob wir tatsächlich existieren. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, damit du die schlimmste auslöschen kannst? Nee. Nein, würde ich nicht. Nein. Nee. Wenn wir in einer Band wären, welches Instrument würdest du spielen? Ich würde, was würde ich spielen? Ich würde, was würde ich spielen? Die Geige. Schönes Instrument, schön. Keine Ahnung. Stimme. Leadsänger wäre ich. Ich würde nichts spielen. Ich würde Schlagzeug spielen. Schlagzeug. Keyboard. Worüber denkst du die meiste Zeit lang nach? Über alles. Meistens, was denke ich am meisten darüber nach? Keine Ahnung. So für 5 verschiedene Sachen. Ich glaube, ich denke am meisten über mich selber nach. Den Sinn von allem. Ich glaube über die Zukunft, die nächsten 5 Jahre so. Verlustängste. Geiles Format auf jeden Fall. Was ist deine größte Unsicherheit vom Kanal? Oh mein Gott. Ja, sehr coole Sache. Haben mich gefreut, das Ganze irgendwie zu machen, so ein bisschen Fragen ein bisschen ernst zu beantworten und nicht nur blöd, witzig, beziehungsweise so mal ein bisschen ernste Fragen zu beantworten. Das war wirklich auch mal eine coole Sache gewesen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wieso habe ich eigentlich noch den Ding an? Wieso habe ich den eigentlich noch an? So, aber ich würde sagen, ich muss jetzt gerade duschen und dann wird etwas essen oder in andere Reihenfolge, ich weiß noch nicht genau wie, wo, was. Oha! Marc, willkommen bei Stufe 1. Der Marc hat das Abonnement, eine Mitgliedschaft angelassen. Merci vielmals, Marc, du hast jetzt so die ganzen Emotes hier, kannst du in den Chat posten. Genau die da hier, die ich jetzt gerade drin postet habe. Merci vielmals, Marc, für dein Abonnement. Danke vielmals. Ja, und ich würde sagen, heute mal ein bisschen zu einer anderen Zeit habe ich gestreamt und der scheiß Chat gesehen, wo einfach ging noch nicht. Was ist das? Was ist das? Nächstes Mal geht um mich alles gut, funktioniert um mich alles. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine gute Woche, kommt gut durch die Woche. Kuss geht raus, danke vielmals, seid ihr bei dem Stream mit dabei gewesen. Und Noah 180609, du spinnst, Alter, er haut raus. 10 Stutz, Alter, 10 Stutz, merci vielmals. An der Stelle, Noah, merci vielmals, 10 Stutz, merci. Eben, habt eine gute Zeit.
genießt es und bis zur nächsten Woche, am Mittwoch, nächste Woche ein Livestream, wie gehabt, hier auf dem Channel. Ich wünsche euch allen eben noch eine gute Zeit und eine schöne Woche. Peace und Blümli würde ich mal sagen. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now